Von der Sumarius, wo wir mit Gottes Hilfe unsere Serie über das Gebet fortsetzen, weiterführen. Als erste Thema wir dort fürbittendes Gebet oder für andere beten. In Epheser haben wir Gottes Wort studiert, um zu sagen, wenn wir unheilend beten bleiben sollen und wenn wir abhören sollen mit beten oder besonders über Wasser anliegen zu beten. Und von der, wo wir einige Sorten Gebete betrachten, die wir für uns selbst beten können. So wir haben ja sein, was wir für andere beten können, aber von der, weil wir sein, was wir für uns beten sollen. In der Bibel sagt uns klar, dass Gottes Willen ist, dass wir aus seinen Kindern unsere Anliegen im Gebet bringen sollen. Und Paulus schreibt zum Beispiel in Philipper Kapitel 4, Vers 6, Sorg jünt nichts, lud Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was jünt fehlt. Alles weiten. So wie kann Gott reinreich alles bringen. Und von der, wo wir ein persönliches Gebet im Alten Testament siegen, und das ist das Gebet von Jabes. Und obwohl der Text kalt ist, mit 2 Verse, enthalten diese 2 Verse eine Reihe von bedingungsvolle Gedanken über unser persönliches Gebetsleben. Wenn wir häufig bloß diese Betverse überlesen, dann ist es leicht für uns zu denken, dass Jabes ein Bett egozentrisch wäre oder sogar ein Bett jitzig wäre. Gott soll am segnen und sein Lohn stark vergratern. Haben wir uns das verstanden? Hielt sich dort nicht ein Bett jitzig? Gott? Wenn ich die beten würde, was wirst du von mir glauben? Gott, gib mir noch mal was ich von dir habe. Aber wenn wir so denken, dann ewig, wie wichtig wir in unserem Text, da seinen Charakter beschrieben dann. Wir lesen zum Beispiel am Anfang von Vers 9, ein Mann mit Namen Jabes hat ein Gradret Unsein aus seinen Brüdern. Was meint das? Was meint das? Luther sagt und wird anders, Luther sagt, Jabes aber war herrlicher denn seine Brüder. Sein moralischer Charakter schien dadurch, eng von seinem Gebet, wo er zu Gott sagt, hol allgleich im Bedrängnis von mir war ich. Luther sagt, dass deine Hand mit mir wäre und schafft es mir dem Übel, das mich nicht bekümmere. Eine englische Übersetzung sagt, Aploditsch, Übersetzt sagt, dass du mich vom Weisen bewahren wirst, dass ich keinem wehtun würde. Und wird in Vers 9 gesagt, und seine Mutter nannt am Jabes. Und das Name Jabes meint, ich habe mit weiter geboren. Jabes meint, die wird andere wehtun, die wird andere Menschen verlassen. Das ist nicht ein ganz besonderer Name, nicht? Auf jeden sei wie eine Strafe oder Name sei Menschen gegeben worden, den zukünftigen Charakter vom Numendreher beschrieben dann. Habe ich was dabei spannend, wo das ist? Das nun David meint? Der weit. Von Gott geleibt, nicht? Hast du nichts dort? Und wir weiten dort, Gott hat David sein Leib und David hat Gott sein Leib. Ja. Tofjacken hier wie, wo Menschen ihre Umstände oder vielleicht ihre Erziehung Schuld geben, um ihre schlechten Wandel zu rechtfertigen. Ja, aber es könnte sein, aber meine Mutter hat mir das nur gegeben, ich will andere Menschen weit down, dann war ich das auch. Aber so wie Jabes nicht. Und ich stelle mich vor, dass Jabes Gott weiß, was sie nun bedienen deit. Und da hat er nicht geluten, dass sie nun sein Leben kontrollieren deit. Nee. Wie sie Gottes Hauptsache hat er nicht andere Menschen wehtun. Er braucht so gut er kann, andere nicht zu verlassen. Er hat braucht reich zu handeln und sagt Gottes Hilfe, um jemanden zu werden, der Gott gefällt und andere nicht wehtut. Und wir wissen, dass Gott mit Jabes zufrieden war, wo er war.
Wie es verstehen sagt, und Gott gibt ihm dort, worum er gebet hat. Aber wenn wir Jabes den guten Charakter dann am Sand halten, dann wo wir besser verstehen können von der Marius, worum seine Anliegen vor Gott eingenommen werden. Und als erster Punkt, den wir von Jabes Gebet von der Marius nehmen wollen, ist dort sein Gebet mit Gottes Willen für sein Volk taupassen deit. Am Anfang von Vers 10 los wie, und Jabes ruft den Gott an Israel an und sagt, segen du mich, und du mein Lohn stark vergradern. Und die Bibel gibt uns nicht so viele Einzelheiten über Jabes. Wir weiten bloß, dass er vom Sturm Juda kam und dass er eine Abrecht gemacht wird. Wir können über einige Dinge, Dinge von seinem Leben annehmen, die uns in unser Studium von der Marius halten können. Zum Beispiel, wenn wir die Verse 13 bis 15 lesen, dann finden wir zwei bekannte Namen vom Sturm Juda. Ich weiß nicht, ob ihr in der Bibel noch abhaben, aber die Namen, die hier erwähnt worden sind Othniel und Kaleb. Als Bibelleser weiß wir, wer Kaleb, wer nicht? Was weiß wir über Kaleb? That's right. Da wir einfach nicht auf Pjuktit sei wie Auskundschafter, Plottit sei wie vielleicht Spionen, was Moses in Kanaan geschickt hat. Und was weiß wir noch von ihm? Da wir einfach nicht speisen, der wird durch Rüt geschickt in Kanaan zu gehen und als sie dann zurückkamen, was von der Bereich hat er über Kanaan. Ja. Er sagt, das Land, wir seien fern und schein, und Gott wird uns helfen, die zu gewinnen. Der hat eine sehr ferne Bereich. Der hat sich auf Gott verloren. Und in Josua 15 wird uns gesagt, dass Othniel Kalebs Neffe war, so dass wir von derselben Familie. Und beide Männer lebten an der Zeit, als die Israeliten an das Land Kanaan kamen. Und wie aus dieser beiden kurz nur Jabes an der Genealogie oder Familienliste von gerät worden, würde es nicht unlogisch sein, anzunehmen, dass diese drei Menschen zu derselben Zeit wohnen deuten, dass die einander kennen deuten. Jabes, und dann wir Josua, und dann wir Othniel. Die Bibel ist sehr klar, dass Gottes Willen wir, dass die Israeliten dort Land Kanaan annehmen sollen und die gottlosen Völker, die dort wohnten, vernichten sollen werden, wegen ihrer Sünden. Und das sagt Gottes Wort an, sei klar in 5. Mose 9, Vers 5. 5. Mose 9, Vers 5. Auf Englisch nennen wir das Buch Deuteronomy. 5. Mose 9, Vers 5. Du so erklärt Moses dem Volk Israel, er sagt, dort ist nicht vieles je gut und je reich sind als Volk, dort der Herr jün Gott jünt an dort Land lat ansiedeln. Hij rad die uit van Land, wie es zij so schlecht werden. Und wie es hij dort hält, wat hij Abraham, Isaac und Jakob ab ein Eid versprechen haben. So dass wir wegen der Menschen durch ihre Sünden, dort die von Kanaan rühren müssten. Und dann aus Josua Moses steht übernehmen als Leder über Gottes Volk. Und dann sagt Gott der Arm in Josua 1, Vers 6. Das wird dann sehr bekannt. Da sagt du, sie mutig und anschluten, wie es du sollst das Volk dort Land andeulen, dort ich an zum Aufgaut geben war, so als ich ihre Vater dort geschworen habe. Ja. Also mit diesem Hintergrund im Sinn, so wie dort sicherlich Gottes Willen wir, wer dort Volk Israel Kanaan anzunehmen, dort ganze Land zu übernehmen. Und ein jeder Sturm soll seine Grenzen vergradigen, die Städte in die Länder völlig anzunehmen. Aber wartet auch so? Han die Stämme das tun könnt? Nee. Was glaube ich? Warum nicht? Würde es nicht möglich gewesen sein? Mit Gottes Halt? Das Kaleb sagt absolut. Kaleb sagt, wir wollen dieses
so Heuschrecken abtreten. Mit Gottes Halb wird es möglich sein. Aber die deuten das nicht. Die hören sich nicht auf Gott fluten. Die würden vielleicht Wasserfeicher kämpfen, streiten und dann versperren und dann würden sie abgeben und Angst haben. Sogar der Sturm Juda, von Juda lesen wir in Josua 15, 63. Die Männer von Juda können aber nicht die Jebusiter in Jerusalem oder uit Jerusalem vertrieben. Die haben das nicht können. Aber Jabes will Gottes Willen ausführen. Er will Gottes Wort hören. Er will dort annehmen, was seinem Sturm gehört. Und wir als Gottes Volk waren nicht mehr befohlen, Länder zu übernehmen oder Völker zu vertrieben. Nee. Aber, liebe Geschwister, dort ist Gottes Willen für uns zu beten, auch von dir, dort Gott unsere jährlichen Grenzen vergrößern soll. Und das kann verschiedenste Dinge bedienen. Erstens können dort jährlich Wurzeln bedienen. In Epheser 4, Vers 15 schreibt Paulus, wir müssen in einem leibteiligen Geist die Wahrheit verbreiten. Und wir müssen an alles abwurzeln, in Christus ähnlich werden, der ans Haupt ist. Wir müssen wurzeln, sagt Paulus. Gott will, dass seine Kinder wurzeln tun. Wenn wir Kinder haben und die klein bleiben, nackt bleiben tun, und schwach bleiben tun, dann weit wie, du hast was erreicht. Krieg so sieht Gott uns. Er will haben, dass wir wurzeln sind. Wenn wir nicht teilnehmen und jährlich teilnehmen, dann hast du was erreicht mit uns. Wir sollen wurzeln. Wir sollen jährlich gesund bleiben und wurzeln. Sodass unseren Charakter und Wandel Christus unserem Haupt reflektiert. Eine Vergrößerung ab jährlichen Gebiet kann auch eine Teilnehmen von Gott in unserem Leben meinen. Dort gibt so viele Christen auf dieser Welt, die von der und Tag zu Gott beten, dass sie mehr von Gott wollen haben. God bless me, sagen sie. Und über das ist ein Ding, worüber die nicht beten dürfen, wofür die nicht beten dürfen, und dort ist, dort Gottes Geist an kommen soll. Dort er an wohnen soll. Dort er an leben soll. Das ist er will. Dort ist zu weit gegangen, sagen sie. Gott. Und wie weit ich mehr von Gott wollen haben. Das ist, was er mit uns tun will. Er will uns mit seinem Geist fallen. Drittens, Gott fragen, um unseren geistlichen Grenzen zu vergrößern, können auch meinen, dass Gott unseren Einfluss an die Umgebung, wo wir sind, als Gemeinde vergrößern. Wir weiten dort, dass Gottes Willen ist, dort Evangelium von Jesus Christi zu verbreiten, kriegt du, wo wir sind. Und wir sind hier in Seminole. Und eigentlich ist es nicht bloß sein Willen, dass wir das tun, das ist auch ein Part von seinem Missionsbefehl, von Jesus Christus sein Missionsbefehl. Gut, sagt Jesus, und merkt Lehrlinge aus alle Völker. Wir wollen unsere Umgebung für Christus gewinnen. Unsere Nuwasch, unsere Mitarbeiter, unsere Freunde und Familienmitglieder. Wir wollen die von Jesus Christus vertrauen und die auch zum Gottesdienst anluden. Liebe Geschwister, muss Gott uns helfen, unseren geistlichen Einfluss in Seminole zu vergrößern. Wir sind all, wo lange hier auf dieser Stadt gewesen in Seminole? Dartig, ja. Okay, als ich wann ich reise, sage ich all 37 Jahre hier in Seminole gewesen. Wann ich reise. Ich sehe nicht so alt, so ich kann ehrlich sein. Aber wenn einer denkt, der
okay, nu wanneer ik met mijn Nuber reden da über Kirche, right? Und die fragen mich, und dann wollen Kirche vorstehen haben, und dann wir sind in der Gemeinde Gottes. Und die uns fragen dann, oh, wo ist das? Da kann ich mal gewusst, dass hier in der Gemeinde Gottes wir. Dort redet eigentlich nur Lüd, nicht? Würden nicht all die Menschen hier in der Stadt weiten sollen, dass hier in der Gemeinde Gottes ist? Und wo das hier ist? Dort ein jeder Einlud ist hier, Gottes Haupt zu finden, ermutigt zu werden, gesegnet zu werden. Wir machen über uns Portdown, in Menschen anluden, und ein Licht und ein Segen zu sein für dich. Und zweiter Hauptgedanke oder Punkt, den wir von Jabes' Gebet betrachten werden, ist, dass Jabes sich ab Gottes Versorgung und Leitung verluten hat, um sein Ziel zu kriegen. Jabes hatte Gott gebet, stu mi bi Gott. Lute Eva sagt, und hier gleich dort bete, wo Lute dort Eva sagt, dort sagt hier, deine Hand mit mir wäre, Gott, dass deine Hand mit mir wäre. Jabes wiss, um seine Grenzen zu vergraten, wird er rüt guten machen und wird ihm tun. Er wird striden machen, er wird kämpfen machen. Er wird tun machen. Und das wird nicht leicht. In Josua 15 luft die Bibel sein verwandter Kaleb, wie es er sie lohnt haben könnt, ganz übernehmen, ganz gewinnen. Und wie es Kaleb Gott vertritt hat in einen guten Bereich von Kanaan, damals Jeff, verspricht Gott Kaleb ein ganz besonderes Aufgabe in Kanaan. Und dann, am Ende von 85, ging Kaleb im Glauben rüt und haf erfolgreich, dort lohnt, könnt ihr werden, der Gott am Versprechen hat. 85. Wer wird in so einer Höhe alle noch im Kampf striden werden? Der wird ganz mutig. Er ging rüt und er deit sein Port. Gott wird mit ihm und er hat Sieg. 85. Und so ist Kaleb bis Jabes dort der einzige Weg, wo er seine Grenzen erfolgreich vergraten können, wir Gottes Leitung völlig zu folgen und sich ganz auf Gott zu verlassen. Liebe Geschwister, Gott will uns helfen, seinen Willen zu tun. Er will uns beistehen. Er will uns rundhalten, sagt die Bibel uns hier. Und aus Bruder, es mir das Bild sehr wichtig. Wenn ich uns so viel denken, da sei es nicht zwei in der Hose, ich kann sagen, Gott Salz gehen. Mirschens Wahl sei Salz gehen. Aber zwei Mal dann lassen sie mich auch noch drehen und holen und das sei fern. Aber in so einer Stelle, wo es gefährlich ist, wenn sie Salz geht, muss sie wenigstens meinen Hund halten. Warum? Das bewahrt er nicht vom Schuten. Und sie haben auch gelehrt, dass wenn sie wo das schwer ist, für ihr Salz zu gehen, dann kommt sie nicht mehr und sie streicht seine kleine Hund aus und ich soll den nehmen und erhalten. Sie weiß, dass solange sie meinen Hund hält, wo ich auch nicht fallen lassen. Und das ist, was Jabes hier beten wird. Gott, stu mich bei. Luther sagt, Gott, halt meinen Hund. Ein alter Mann, 85, hat Gott gebet. Er weiß, ich muss rausgehen, ich muss meinen Port tun, aber Gott, stu mich bei. Halt meinen Hund. Und wenn du dort ist, dann will ich Sieg haben. Und der hat auch. Ich sehe mich sicher, der hat auch. Jabes wir rüt zu gehen und vor das Lohn zu striden, wenn Gott für ihn hat. Er hat gebet, Gott, du mein Lohn stark vergraten. Und über wie? Wir haben das auch gesagt, klar, wo aufhängig er muss an Gott bleiben. Ohne Gottes Hand, ohne seine Gegenwart und Leitung wird Jabes verspielt haben. Und das lehrt uns, dass wenn wir unsere Anliegen Gott bringen, dann ist es nicht bloß wichtig, dass wir unsere Gebete Gott bringen, und dass unsere Gebete mit Gottes Willen taupassen,
wir möchten auch von ihm abhängig bleiben. Und hast du nicht gekriegt, woran wir beten tun? Wir beten nicht einfach, um Gott zu sein, was uns im Leben angeht, was wir durchgehen tun. Wir beten nicht zu Gott bloß, um für was Dinge zu fragen, was uns fehlen wird. Nee, wir beten, um Gott zu beweisen, dass wir an ihm abhängig sind. Der Gemeinde Gottes Prediger und Pionier Russell Byram erklärt, Gott kennt unsere Bedürfnisse. Aber für die Entwicklung von Gerechtigkeit an den Menschen und damit der Segen und uns Dankbarkeit abweicht und dort die Menschen ihre Abhängigkeit von Gott feilen tun, hält Gott Wasser, Verdeilen und Segnungen treu, was wir ernstlich dafür beten tun. Anders gesagt, wir bringen nicht unsere Wünsche zu Gott, um ihm zu sein, was wir brauchen. Wir beten, um unsere Abhängigkeit von ihm zu beweisen. Wenn wir beten, werden wir nicht Gott bloß sein, was uns fehlen wird im Leben. Weil wir uns auf Gottes Leitung und Versorgung vertrauen und am Glauben, dass er unsere Gebete nur seinen Willen beantworten wird, so wie wir sind nach Hirten. Gott gibt Jabes dort, worum er Gebet hat, sagt die Bibel uns. Aber was meint dort? Erstens, dort meint, dass seine Grenzen werden vergratet. Dort meint auch, dass Gottes Hand mit Jabes wir, um diese Abgabe zu tun. In am vor dem Weisen Bewohrenheit, du mit hei nicht seine Mitchristen oder damals die Mit-Israeliten verlassen deit. Jabes hat ein graderes Ansehen als seine Brüder. Als er sein Gebet zu Gott brach, hat er für Gottes Willen für sein Volk gebet, um dort Land zu gewinnen, was Gott an versprochen hat. Und es steht, ob seine eigene Kraft und Fähigkeiten zu verluten, bet Jabes, dort Gott am halten soll, sein Ziel zu kriegen. Und wie aus gemeint wurden, ein ähnliches Gebet zu Gott bringen kann, wir können Gott bitten, unsere jährlichen Grenzen zu vergraben. Wir werden hier auch Menschen sein, in denen man nicht schleichtet, was du meinst, die sein, wie sind eine kleine Rückkehr. Und dann was reden von, wofern das nicht wird sein, wann wir können mitwurzeln. Bitte nehmen. Liebe Geschwister, das wird sein sein. Und hier sagt Gottes Wort, das ist gut und reich, wann wir dafür beten würden. Vergrate unsere Grenzen, Gott. Das wird Gott haben will. Er will haben, dass wir für am Schaffen sollen, sein Wort verbreiten sollen, Menschen helfen sollen, nach ihm zu bringen. Er will haben, dass wir Menschen anluden sollen, und wir wollten Ernte Dank, was wir es für hier sein. Wir können Menschen dort anluden, an Weihnachten. Wir können beten, dass Gott uns wird helfen, eine gradere Einfluss in unsere Umgebung zu sein. Eine gradere Segen zu sein für die Rahmen sind. Wir können beten, Gott, dass du als Helge Jesus, dass du uns leben wirst als Kirche. Dass du uns führen wirst. Dass du uns fallen wirst und brücken wirst, um dein Wort und dein Werk hier zu tun. Liebe Geschwister, Gott gibt Jabes dort, woran er gebet hat. Und wenn wir als seine Kinder nicht ernstlich für diese Dinge beten würden, wird Gott uns nicht segnen? Wird er unsere Grenzen nicht vergraben? Da wird.